Konsumentenschutz ist seit vielen Jahren etwas Selbstverständliches gehen. Dazu haben besonders so Initiativen wie der Weltverbrauchertag und Direktiven im europäischen Plan, die den Verbraucher neue Rechte geben haben, beigetragen. Das Bestreben, dass der Konsument besonderen Schutz gegen brauchen, als einen Kontraktor mit einem Professionellen, war aber keine Selbstverständlichkeit, wie Ideen an der 70er Jahren vom Conseil de l'Europe proposiert wurden. Lützeburg war 1983 Vierreiter am ersten Konsumentenschutzgesetz die Regeln über die sogenannten Clauses abusives angefordert wurden. Seitdem hat die Politik sich auch aufgrund der Veränderungen in der Gesellschaft weiterentwickelt und wird der Verbraucher immer mehr als selbstständigen Akteur gesehen, den, wenn er vorab gut informiert ist, Probleme evitieren kann, weil er selber seine Rechte auffordern kann, vis-à-vis von Professionellen, aber besser zwischen den Offenen entscheiden kann. Diese Rolle als aktiven Akteur, den mit seinem Handeln viel bewirken und mit seiner Decision Einfluss nehmen kann auf die Wirtschaft, war am Laufe der letzten Monate ganz klar zu sehen. Es hat sich bewiesen, und das nicht nur zu Lützeburg, sondern auch am europäischen Niveau, dass die Verbraucher einerseits mehr regional, aber besonders bei den Erstwaren auch mehr gesund einkaufen, aber andererseits auch viel online bestellt tun und dafür sich dementsprechend adaptiert wird. Diese zwei Tendenzen greift das Programm Nouvelle Agenda du Consommateur ab, an dem die Europäische Kommission 22 Aktionen ablöst, die sie an Zusammenarbeit mit den Memberstaaten und auch alle Parteien interessiert bis 2025 will realisieren. Dieser Plan ist wohl an der Kontinuität von der vorigen Programme aber hält als von der großen Ziele, dass der Konsument vom europäischen Binnenmarkt soll profitieren und als abgeklärten Verbraucher aus einer breiter Gamme von Offeren für sich die besten herauswählen kann. Mit besonders bedingt durch Covid-19-Pandemie gehen auch neue Prioritäten definiert, respektive bestehende Tendenzen abgegriffen. Das heißt zum Beispiel, eine bessere Information zu assurieren, wir können bewusst nachhaltig anzukaufen, und Produkte auszuwählen, die repariert können gehen oder die ressourcenschonend produziert gehen. Damit kann all Einzelne einen Beitrag leisten zu der Transition wert. Es gilt aber auch, den Konsument an der digitalen Welt gut zu schützen. Weil gerade über Internet vieles von außerhalb der Europäischen Union gekauft wird, was aber nicht immer den europäischen Sicherheitsvorschriften gerecht wird. Dafür gibt es Regeln von der Produktionssicherheit, von der Produktsicherheit adaptiert, sodass sie auch Entwicklungen wie die sogenannten Objets connectés Rechnung drohen. Ich meine, können zu sagen, dass wir zu Lützeburg gut aufgestellt sind, für die Rechte der Konsumenten zu schützen, weil die verschiedenen Akteure zusammen am Kontakt sind. Mit den Mesuren aus dem Nouvelle Agenda du Consommateur, die für nächstes Jahr geplant sind, greifen wir en plus verstärkt im europäischen Plan die Probleme auf, die wir, bedingt durch die internationale Dimension, besonders im Internet, nicht allein als einzelnes Land können lesen. Das meine ich dieses Jahr um Weltverbrauchertag den positiven Ausblick, dass wir jeder Einzelnen auf seiner Platz und gleichzeitig all zusammen die Herausforderungen von dieser Zeit können stemmen.